Herr Pastor, liebe Musiker von der Escher Musik, die Damen und Herren, alle Guten, und noch am Namen von dem Organisationskomitee für 100 Jahre Feier von der Escher Musik will ich euch herzlich willkommen heißen hier an der Kirche zu Weimarskirche für einen ganz besonderen Tag, mit dem wir zusammen können zu feiern, nämlich den Tag, wo der neue Fandel von der Escher Musik wird gewiesen, auf allem geweiht gehen. Wir können auch dann gebührend das größte Evenement, nämlich die 100 Jahre Existenz von der Escher Musik, können zu feiern. Ich finde, die hat richtig Lied rausgesicht vom Elgar, Land of Hope and Glory, respektiv Klänge der Freude. Wenn wir freuen uns alle Guten immens, wir können diesen Moment hier zusammen verbringen, auf in allem können zu feiern, dass die Escher Musik gepackt wird, ein ganz Jahrhundert lang zu existieren, auf viel Gutes zu machen, von allem Leute zusammen zu bringen, die froh sind in der Musik, an die Lust tun, das in der sich zu delen, an auch mit ihren Mitbürgern draußen zu delen, und für sie eben Fried zu bringen. Und das hat aber keine durch in 100 Jahren, das gave ob einmal ein Virus zu feiern, das all das riskiert, auch Gefahr zu bringen. Weil das ist ja der Virus, oder ist gewiesen, dass man muss Aufstand halten, dann ist eine Stadt, was Menschen auszeichnet, dass man zusammen leben, als begegnen, dass das auf einmal alles auf Frohgestalt gehen ist. Das wir müssen als evitieren. Man muss Masken untun, dass wir nicht können so viel auch Haut heimbannen sind. Wir können so einen großen Moment zu feiern, dass kein Kochtisch ist, dass kein richtig Feier ist, wo man sich kann begegnen, wo noch all Bewohner aus den Quartieren, die freie Gemeinde eben im Fest können zusammen einen flotten Moment zu verbringen. Dafür sind wir als Organisationskomitee, wir sprechen noch am Namen vom Präsidenten, auch von der Escher Musik, mehr Wischler, bin ich ganz froh, dass wir heute überhaupt diesen Tag können verbringen, dass wir überhaupt heute einen Akt haben, wo wir können die 100 Jahre auch dignement können zelebrieren, noch von der eben dann den Regen aus dem Moment güllen, nämlich mit Aufstand auf viel Männer von uns, wobei wir gerade gerne gehabt hätten, dass der Konträr gewischt wäre. Mir auch der Virus wird trotzdem nicht zu feiern, dass diese Musik wird komplett ausgebremst gehen und riskieren, sich nicht wieder davon zu erholen. Die sind noch immer da und die wird auch da noch, bevor sie mich überzeugt, weiter noch ganz lang existieren. Das ist im Fall der Wunsch, den ich auch für euch habe. Ich denke, das ist auch ihr Engagement, was dazu wird beitragen, vor allem auch ihr Engagement für Junker weiter runterzuziehen, auf diese Musik anzufeiern, auf ihnen auch dabei zu bringen, dass es sich gilt, auch für eine Gesellschaft noch zu engagieren, dass das etwas Nobles ist, dass das etwas Wichtiges ist, für den Zusammenhalt auch an unserer Gesellschaft weiter können zu stärken. Wir haben also für 2 Jahre angefangen, als Organisationskomitee für uns Gedanken zu machen, was denn alles müsst machen. Wir können 100 Jahre von einer Musikgesellschaft zu feiern. Und du hast nicht gedacht, dass wir 2 Jahre dafür gebraucht hätten. Das war ja auch nicht unser Willen, war nicht unser Wunsch. Wir das können mal endlich anzufangen. Dem sind wir schon am 101. Jahr von der Escher Musik und aber am 99. Jahr vom Fandel von der Escher Musik. Weil den Fandel von der Escher Musik als 22 recht offiziell eben entstanden, der Teestraße gestiftet ging, von dem demolischen Robert Koller aus dem Kollerschloss, den hat neu gegründet, der Demos Escher Musik, die 1920 gegründet ging, als 2 Jahre Truppe Fandel gestiftet. Und der Fandel, das ist nicht einfach just ein Stück Stoff, was schön gebitzt ist, sondern das ist vor allem die Identität von einem Verein, von einer Musikgesellschaft in diesem Fall, den ich gerne heistrohen, an den ich gerne will draußen weisen. Und du willst bei dem Fandel, den Demos 1922 gestiftet ging, an den Hai steht, nie für den Fandel tun für die 25 Jahre, für die 50 Jahre, für die 75 Jahre, all Chaos eben neu gestiftet gesehen, respektiv neu auch du kauf gesehen für diese Musik, dafür zu weisen, dass eben mehr ist, wie just nimmen, wie ich gesagt habe, ein Stück Stoff, der Shape ist, mir zu weisen, dass die Identität von der Escher Musik auf in allen Geschichten von der Escher Musik auch verkörpert.
Ganz besonders den ersten Fandel, der von eben 1922, weil das ein wunderschönen Fandel, der gesagt hat, natürlich die Jahre matt gemacht wird, nicht global, also 99 Jahre, bald 100 Jahre Buckel. Aber guck mal, wenn er schöner Steckarbecht, das gemacht ging, dass man wirklich schläft zum Detail, auf in allem, wer das steht, nämlich für die freie Gemeinde Esch, die 1920 Teilgenoss von der Stadt Lützeburg, mit den einzelnen Dörfer, respektive Hanno Kartien, diese durchstellen, Becken, Weimarskirch, Dummelding, Milleberg, Esch, so in der Nähe vom Kirchbirch. Und das alles die Zentralplatz von der Demolscher Gemeinde, die das vielleicht heute nicht mehr so verkörpert, nämlich dieser Platz mit drauf dem Tram, was natürlich zu dem Zeitpunkt ein großen Hofer war, ganz modern Transportmittel war, was Leute überall durch die Stadt und auch dann die neue Großstadt konnte bringen. Und das ist ein flotten Motiv gewesen, für das alles zu weisen, für was die Escher Gemeinde von Demolz und auch dummer der Escher Musik geben stehen. Und das hat uns als Organisationskomitee inspiriert, ohne ich nur Details zu verraten, für auch dann den Handel für 100 Jahre an dem Esprit, an dem Geist, an der Suite davon zu setzen. Weil das nun einmal, wie ich gesagt habe, nicht üblich ist, dass den einfach so 100 Jahre kriegt. 100 Jahre können zu feiern schon als Mensch, als eine wunderbar, wie ich mal so eine Erfahrung, wenn wir das wahrscheinlich nicht wissen, ob alle gute Ketten vergönnt sind, aber das immens von dem seht schon 100 Jahre erlebt, du hast vieles geschieht, auch für eine Gesellschaft, eine Musikgesellschaft, ein Staat, ein Land, also in den 100 Jahren extrem viel geschieht. Sogar Evenementer, Englisch, die noch mehr schlimm sind wie ein Virus, wie zum Beispiel den Zweiten Weltkrieg, weil eine Zeit war von voller Leid, die auch diese Musik, die uns getroffen hat, wo sie nicht mehr konnte spielen, wo sie nicht mehr konnte so existieren, wie das bis dahin der Fall war, aber wo die Existenz auch wirklich matt umspielst, so wie die von ganz vielen, du Vereiner aus dem Lützeburger Land, aber das hat sie überlebt. Dafür sind ich auch wirklich ganz optimistisch, dass wir auch noch Werte ganz lang, ganz viele Werte von der Escher Musik hören, mit den Defien, die sich heutzutage am 21. Jahrhundert natürlich alle guten Vereine an den Gesellschaften, egal was zu machen, egal wie der Kultur aus dem Sportverein oder sonst ein ehrenamtliches Engagement haben, nämlich dass es immer mehr schwer wird, für Leute zu finden, die Member gehen, mit sollen aber von allem etwas nicht machen, soll ich von allem nicht abgehen. Und das wird er auch nicht machen, und das wird von allem nicht geschehen, weil man dem Handel natürlich auch ein Zeichen setzt, erstens für zu weisen, wir sind 100 Jahre lang schon da gewesen, aber auch wir können den Handel weiterhin die nächsten 100 Jahre Minimum hoch zu halten. Das ist einfach das, was ich als Präsident vom Organisationskomitee am Namen von allen so Kollegen, die da viel mitgeholfen haben, viel Arbeit geleistet und wünschen, denen ich auch große Merci dafür sagen, wie gesagt, ganz speziell der Escher Musik an ihrem Präsident, Herrn Bischler, unterstützt, mich alle Guten an, das ist aber auch das, was ich auch als Vertreter von der Stadt Lützeburg ganz klar auch wünschen. Wir sind hoffrisch, ob alle guten Vereine, ob alle Musikgesellschaften, die da sind, die wertvolle Arbeit machen, die auch diesen Virus werden überstehen, die werden trotzdem nach viel Frieden werden unsere Mitbürger machen. Das wünsche ich alle Gute von ganzem Herzen. Und wir freuen uns dort zusammen, das Mast zu feiern, und von allem dann auch den neuen Handel zu entdecken, an den Donau zu weihen, damit dann eben auch das tut, was er braucht, viel eben Chance auch für können, ich zu begleiten, wie gesagt, ab manz nach den nächsten 100 Jahren. Am Namen vom Pap, auch vom Jung, auch vom Heilige Geist. Den Herr sief mit dir all. Herr Präsident, liebe Musikantinnen und Musikanten von der Escher Musik, liebe Schwestern und Brüder, alle Guten. Ich schließe mich diesen Willkommenswörter vom Herrn Präsident an, obwohl es nicht um einen Platz ist, für hier willkommen zu sein, weil ich bin heute auch willkommen. Ihr wisst es, schon nur gerechnet sind nach kein 100 Jahre, Gott sei Dank, mit sind da 22, dass ich hier bei ihr meinen ersten Schritt als geistlich gemacht habe, als Kaplan vom Herr Backes. Dafür freut mich auch ganz besonders, dass ich heute hier an der Park kann depanieren.
an dass man wirklich eng Fried grad mal dich der Escher Musik dieses Jubiläum zu feiern. Mass, du wirst da den anderen Wort für als Eucharistie, an der Tisch nicht das am Griechischen wie Danksagung, Merci soen. Wir wollen lo Merci soen für das Engagement für so vielen Musikantinnen und Musikanten an den letzten 101 Jahren. Wir wollen Merci soen für Alfred, die gerade durch Musik und durch die von ihren Viergänger hier an den Kartien von der Allergemeng ich verbreitet gouf. Dirigent, wie sie am besten, heinst du, sie normal Misstein dabei, dafür gehen es ja Proben. Wir all sind an unserem Leben sozusagen auch an einer großen Probe. Dafür vor mal auch am Anfang von dieser Feier dem Herrgott, der barmherzig ist, Verzeihung für die Misstein an unserem Leben.
Lesung aus dem Buch der Chronik. Damals versammelte Salomo die Ältesten Israels, alle Stammesführer und die Anführer der israelitischen Großfamilien in Jerusalem, um die Bundeslade des Herrn aus der Stadt Davids, das ist Zion, heraufzuholen. Am Fest, das ist im 7. Monat, kamen alle Männer Israels beim König zusammen. Nachdem alle Ältesten gekommen waren, nahmen die Leviten die Lade und brachten sie zugleich mit dem Offenbarungszelt und den heiligen Geräten, die im Zelt waren, hinauf. Darauf stellten die Priester die Bundeslade des Herrn an ihren Platz, an den hochheiligen Ort des Hauses, in das Allerheiligste, unter die Flügel der Cherubim. Die levitischen Sänger Asaf, Heman, Judutun, ihre Söhne und Brüder, standen alle in Byssusseide gekleidet, mit Zimbeln, Harfen und Zithern an der Ostseite des Altars. Bei ihnen waren 120 Priester, die auf Trompeten bliesen. Es kam wie aus einem Mund, wenn die Trompeter und Sänger gleichzeitig zum Lob und Preis des Herrn sich vernehmen ließen. Als sie mit ihren Trompeten, Zimbeln und Musikinstrumenten einsetzen und den Herrn priesen, denn er ist gütig, denn seine Huld währt ewig. Erfüllte eine Wolke den Tempel, das Haus des Herrn. Die Priester konnten wegen der Wolke ihren Dienst nicht verrichten, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus Gottes. Wort des lebendigen Gottes. Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit sprach Jesus zu der Menge: Mit wem soll ich die Menschen dieser Generation vergleichen? Wem sind sie ähnlich? Sie sind wie Kinder, die auf dem Marktplatz sitzen und einander zurufen: Wir haben für euch auf der Flöte gespielt und ihr habt nicht getanzt. Wir haben Klagelieder gesungen und ihr habt nicht geweint. Johannes der Täufer ist gekommen, er isst kein Brot und trinkt keinen Wein, und ihr sagt, er ist von einem Dämon besessen. Der Menschensohn ist gekommen, er isst und trinkt. Darauf sagt ihr, dieser Fresser und Säufer, dieser Freund der Zöllner und der Sünder. Und doch hat die Weisheit durch all ihre Kinder Recht bekommen. Frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus.
liebe Musikantinnen und Musikanten, Membre vom Komitee an ihre Gäste, liebe Schwestern und Brüder, alle Gute. Wir haben für euch auf der Flöte Lieder gespielt, an einer anderen Übersetzung heißt es sogar Hochzeitslieder gespielt, und ihr habt nicht getanzt. Wir haben Klagelieder gesungen und ihr habt nicht geweint. Der Jesus gebraucht das Bild von der Kanner auf der Marktplatz. Für was kann ihn sich nicht vielleicht doch dieser Platz vorstellen, aber ohne die viel Autoren. Für seiner Generation der Reproche zu machen, dass keine ihnen gerecht kann man. Weder der gesellige Jesus noch der asketische Johannes den Täufer. Dabei ist interessant zu sehen, dass die Bilder und Beispiele aus der Musik sind, die hier auswählt. Auf der einen Seite frohe Hochzeitsmelodien und auf der anderen Seite verhallen Trauermusik. Diesen Text ist ein gutes Beispiel für das, was die vielleicht Mysterium, Geheimnis von der Musik kann bezeichnen. Sie kann, und das sogar ganz ohne Wider, all menschliche Situationen und Gefühle herumgehen. Sie ist ein Spruch, der ihn überall auf der Welt versteht, wann ihn dafür sein Herz abmischt. Weil Papst Benedikt XVI., der schon emeritiert war, nach einem Ehrendoktortitel von der Fakultät für Musikwissenschaften von der Uni Krakau kriegt, hat hier nach seiner Dankesrede eine ganz interessante Reflexion über die Musik gemacht. Und dabei in anderem Folgendes gesagt. Erlaubt mal ein bisschen mir lang Zitat. Was ist das überhaupt, Musik? Was ist ihr woher und was ist ihr wozu? Ich denke, man könne 3 Ursprungsorte der Musik ausmachen. Ein erster Ursprung ist die Erfahrung der Liebe. Wenn Menschen von der Liebe ergriffen wurden, ging eine andere Dimension des Seins auf, eine neue Größe und Weite der Wirklichkeit. Und die drängte und drängt auch zu einer neuen Weise, sich auszudrücken. Ein zweiter Ursprungsort der Musik ist die Erfahrung der Trauer, die Berührung durch den Tod, durch Leid und die Abgründe des Daseins. Auch hier eröffnen sich nach der anderen Seite hin neue Dimensionen der Wirklichkeit, die mit dem Reden allein nicht mehr beantwortet werden können. Endlich der dritte Ursprungsort der Musik ist die Begegnung mit dem Göttlichen, die von Anfang an zum Menschsein gehört. Hier erst recht ist das ganz andere und Große da, das im Menschen neue Weisen hervorruft, sich auszudrücken. Vielleicht kann man sagen, dass in Wirklichkeit auch in den beiden anderen Bereichen, Liebe und Tod, uns das göttliche Geheimnis berührt und in diesem Sinn insgesamt das Angerührtwerden von Gott Ursprung der Musik ist. Ich finde es bewegend zu sehen, wie etwa in den Psalmen den Menschen auch das Singen nicht mehr ausreicht, sondern alle Instrumente aufgerufen werden. Die verborgene Musik der Schöpfung, ihre geheimnisvolle Sprache geweckt wird. Soweit Benedikt XVI. An der Musik drückt sich aus, was mal nicht wieder zu fassen ist. Ja, Poeten können das auch wieder fassen, aber Musik hat nach einer anderen Dimension. Er hat ausgedrückt, was das überwältigt, am Guten wie am Negativen. Nicht für nichts, dass Musik ja auch ein fester Bestandteil von allen Religionen, nicht nur von unserer christlichen. An der Lesung aus dem Buch von der Chronik
wir von der grandioser Musik bei der Weih vom Jerusalemer Tempel hören. Ich weiß nicht, wie viele Trompetisten dir hat, du hast ja hören. 120 bei der Tempelweih. Vielleicht ein kleines Ziel für den 200. Jubiläum. Gerade durch die Musik geht Gottes Gegenwart erfuhrbar, so seht es den biblischen Text. Wir schon mal an einer überfüllter Kathedrale lief Mam oder Ende von der Sprangprozession den großer Gott an der Basilika matt gesungen wird, wir nehmen hier von Lützeburg zu schwätzen, die weiß, wie die Musik auch gerade die religiösen Gefühle ausdrückt. Zwei persönliche Erlebnisse. Vor rund 2 Jahren sucht sich mit einer Tata Balkon von einem Hotel am Glacier Nationalpark an den USA oben an der Grenze zu Kanada. Wir haben über Spotify, ich muss aufpassen, es wird gefilmt, meine Werbung, die 9. Symphonie vom Dvorak aus der neuen Welt gelauscht hat. Meine Tata hat mir dann erzählt, dass es die Musik war, die sie bewegt hat, für bald 60 Jahre für drun an Amerika auszuwandern. Weil für ein paar Jahre meine Mom ganz unerwartet gestorben ist, habe ich einen Monat lang nimmer traurig Musik von allen Richtungen zwar gelauscht hat, weil sie mir geholfen hat, meine Trauer zu verschaffen. Trauer hat doch eine heilend, eine heilsame Wirkung. Musik, hat eine heilend, eine heilsame Wirkung. Ich denke, die meisten von uns haben so Erfahrungen mit der universellen Spruch von der Musik gemacht. Sind mehr wie 100 Jahre leist ich Musik hier an der Quartier von der Allgemein an der Stadt, am Land, sogar darüber raus, Musik vom Leben erklingen, mit all seinen Hechten und Tieften. Ich bin immer erstaunt, was für ein riesiges Repertoire als Harmonien und Fanfaren haben, von der klassischen Märsch und Choräle bis zu den Transkriptionen von der Pop- und Filmmusik. Daran drückt sich der ganze Reichtum von unserem Leben und von der Schöpfung aus, die aus Gottes Hand kommen. Als christliche Gemeinschaft so wir dafür auch alle schützliche Membres von der Echa Musik merci, da dir Melodie vom Leben intoniert und du mir den als Herzer berührt. Den Herrgott soll das Vereinsleben auch weiterhin mit seinem Segen begleiten. Amen. Und wir wollen uns gegenseitig am Glauben steipen, an dem wir mal den bekennen. Ich glaube an Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von dem Guter Gott, du bist an dir selber Gemeinschaft von Pap Jung an helligem Gicht.
Du es als Menschen ob Gemeinschaft hinauschaffen, Gemeinschaft inner den am dir. Wir beten dich. Für dich Musik, die sich über 100 Jahre Menschen durch das gemeinsam Musizieren zu einer Gemeinschaft zusammen feiert. Schenk ihnen der reiche Segen, Herr Gott, Herr Eis. Herr Gott, Herr Eis. Für all die sich für Musik und Kultur engagieren, an einer Herzeit handelt sich schon, stärk sie mit frischem Courage. Herr Gott, Herr Eis. Herr Gott, Herr Eis. Für die Bürger von unserer Stadt, besonders an unserem Quartier von der Allgemeine Eich, hilf uns, zu einer großen Gemeinschaft zusammen zu wachsen. Herr Gott, Herr Eis. Herr Gott, Herr Eis. Für den Frieden an den Kriegsgebieten von dieser Welt, schenk alle politisch Verantwortlichen den Willen zu Frieden und Versöhnung. Herr Gott, Herr Eis. Herr Gott, Herr Eis. Für uns Verstorben, besonders für die verstorbenen Membern von der Escher Musik, hol sie ab an den ewigen Geborgenheit bei dir. Herr Gott, Herr Eis. Herr Gott, Herr Eis. Und als Abschluss von der Fürbitten will man da den Pfändel sehnen. Herr Präsident hat schon gesagt, der Pfändel als Zeichen, an dem sich rassembleiert, an ihren Kortegen, deuten sehen aus, dass die Escher Musik kennt. So will man nicht nur für die materielle Pfändel, sondern vor allem für ihr, die da ihr an ihm fand, dann identifiziert, Gottes Segen frohen. Der Name des Herrn sei gepriesen von nun an bis in Ewigkeit. Lust ma bierden. Herr Reise Gott, mir bierden dich dein Segen iwwer diese neuen Pfändel. Zeichen von Zusammenhalt a Gemeinschaft von der Escher Musik. Sehen du de Pfändel als den Altmemberen von der Escher Musik an ihr Engagement für Musik, Kultur und Gemeinschaft an unsere Quartier. Du bist Gott für Gemeinschaft, sie bei uns, halt die Hand über deis, und feier uns Weh vom Leben. Am Namen vom Pap, und vom Jung, und vom Herrlichen Geist. Thank you.
Vater, dass er die Gaben seiner Kirche annimmt. Guter Gott, ohne unser Verdienst hast du uns reiche Gaben geschenkt. Wir bringen dieses Opfer des Lobes dar und danken dir. Gib, dass wir auf allen Wegen unseres Lebens deine liebevolle Führung erkennen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie, mein Herr. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. Wir danken dir, treuer Gott und barmherziger Vater, für deinen Sohn Jesus Christus, unseren Herrn und Erlöser. Er hatte ein Herz für die Armen und die Kranken, die Ausgestoßenen und die Sünder, den Bedrängten und den Verzweifelten war er ein Bruder. Sein Leben und seine Botschaft lehren uns, dass du für deine Kinder sorgst, wie ein guter Vater und eine liebende Mutter. Darum rühmen wir deine Güte und Treue und singen mit allen Engeln und Heiligen das Lob deiner Herrlichkeit. Gepriesen sei dein Sohn, der immer mit uns auf dem Weg ist und uns um sich versammelt zum Mahl der Liebe. Wie den Jüngern deutet er uns die Schrift und bricht das Brot für uns. So bitten wir dich, gütiger Vater, sende deinen Heiligen Geist über die Gaben von Brot und Wein. Er heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut unseres Herrn Jesus Christus. Am Abend vor seinem Leiden nahm er beim Mahl das Brot und sagte dir Dank, brach das Brot, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis.
Sohnes, der uns erlöst hat. Durch sein Leiden und seinen Tod am Kreuz hast du ihn zur Herrlichkeit der Auferstehung geführt und ihn erhöht zu deiner Rechten. Wir verkünden dieses Werk deiner Liebe, bis er wiederkommt, und bringen dir das Brot des Lebens und den Kelch des Segens dar. Wir feiern das Opfer Christi, das er uns anvertraut hat. Er hat sich für uns hingegeben und schenkt uns Anteil an seinem Leib und Blut. Wir bitten dich, schau gütig auf die Gabe deiner Kirche und gib, dass wir im Geist deiner Liebe für immer verbunden bleiben mit ihm und untereinander. Barmherziger Gott, vollende deine Kirche im Glauben und in der Liebe. Unseren Papst Franziskus und unseren Bischof Jean-Claude, unseren Weihbischof Leo, alle Bischöfe, Priester und Diakone, alle Frauen und Männer, die zum Dienst in deiner Kirche bestellt sind, und das ganze Volk, das du dir erworben hast. Öffne unsere Augen für jede Not. Gib uns das rechte Wort, wenn Menschen Trost und Rat suchen. Hilf uns zur rechten Tat, wo Menschen uns brauchen. Lass uns denken und handeln nach dem Wort und Beispiel Christi. Mache deine Kirche zu einem Ort der Wahrheit und der Freiheit, des Friedens und der Gerechtigkeit, damit die Menschen neue Hoffnung schaffen. Vater, erbarme dich unserer Brüder und Schwestern, die im Frieden Christi heimgegangen sind, und aller Verstorbenen, deren Glauben du allein kennst. Lass sie dein Angesicht schauen und schenke ihnen das Leben in Fülle. Wenn unser eigener Weg zu Ende geht, nimm auch uns für immer bei dir auf und lass uns zusammen mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit den Aposteln und den Märtyrern, mit der heiligen Cecilia und mit allen Heiligen dich loben und preisen durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Voller Vertrauen dürfen wir auch als Zukunft an dem Herrgott sein Hand legen, also werden, wie Jesus Eiset gelehrt wird. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt: Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr und der ganzen Welt Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Gestorben, erbarme
wir wollen einmal zusammen bekennen, der Leib von Christus. Amen.
Schluss mal beten. Herr, also Gott, für dir Merci zu sagen, wo man dir als Gruppe von Brot und Wein durchbricht. Und du hast also am Sakrament von dem jungen Irren geschenkt. Stärker als immer für das man dir mit deinem frohen Herz dingen, schenk als Kraft, für als Engagement am Denkstuhl der Menschen weiterzuführen. Darum beten wir dich, durch jeden Christus, eisen Herr. Leif, Mama, Spesen,
Moment von dieser Mass will ich denke ja auch am Namen vom Herrn Pastor Berteichter, die krankheitsbedingt dem Neuen des Mass mit Kontalen, und am Namen von der Madame Claudine Motz, dieser Pastoralassistentin, die sitzt ganz bescheiden Johannes, sie ist aber die christliche Gemeinschaft an der vergangenen Main dann da riecht hält, an ihrem Nummer nach meinem Eichnen so eine Scheichnereinkeier, ein herzliches, herzliches Felicitationen an alle Gutes für die Zukunft vom Verein. Und ich denke, ich werde an Ehren der Dummeldinger Choral ein herzliches Merci soll. Also es sind zwar über 20 Jahre hier, dass ich als Dummeldinger Kaplan hören und mich meine Demos da nicht so gut gesungen wie heute. Merci auch allen anderen, die auf irgendeiner Weise heute Morgen zu dieser Feier hier an der Kirche beigetragen haben. Da muss ich noch, soweit es möglich ist, ein schön Fest an euch alle Guten, eine schöne Sonden, wie man dann auch erinnerte sich vom Herzen für den Stein. Den Herr sieht Matthias auch. Also soll ich begleiten nach seinem Segen in allmächtige Gott, der Papa, der Jung, an den Herrlichen Geist. Geht hin